Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch die 5 Taktiken vor, die von Legend League Spielern am liebsten hergenommen werden. Und würde sagen, fangen wir gleich mal an. Die erste Taktik: Angreifen mit Drachen. Hab hinten mal ein paar Fights eingefügt. Also hab die Taktik einmal zeitlang im Clankrieg hergenommen. Ich bin da immer mit einem Drachen vor der einen und mit einem Drachen vor der anderen Seite habe ich jeweils ein Gebäude weggeholt. Ein bisschen Funneling betrieben, damit die Drachen dann auch reinfliegen. Hab da jetzt eine Luftabwehr geblitzt. Also Max Luftabwehr blitzt wir mit 2 Max Blitzzaubern und einem Erdbeben. Habe ich eine weggeholt. Im zweite Luftabwehr geht jetzt auch down. In der Clanburg habe ich ein paar Loons dabei. Müsst halt bloß aufpassen, dass dann Warden auf Luft stellt. Gut zünden, relativ früh. Ich zünde meistens, wenn der Adler-Def runterkommt oder wenn der Multi-Inferno drauf ballert. Und dann hole ich meistens nur mit den Helden an der Seite. Zurzeit farme ich ja ein bisschen. Also ich habe die Fights jetzt nicht in Legend League gemacht. Ich war zwar mehr Zeit oben, aber ja, das ist jetzt schon länger her. Da habe ich jetzt nicht unbedingt Lust gehabt, verschiedene Taktiken auszuprobieren. Da wieder die gleiche Taktik. Blitz wieder eine Luftabwehr. Man kann es ja noch ein bisschen variieren. Man kann eine zweite Luftabwehr blitzen, machen auch manche. Aber das ist dann schon ein bisschen langweilig. Da hast du dann überhaupt nichts mehr zum Tor. Da haust 2 Luftabwehren weg. Und dann hast du noch einen Wut zum Setzen. Und so hast du wenigstens ein bisschen was zu machen. Also da habe ich jetzt geschaut. Jetzt werde ich kleinen Warden zünden. Jetzt kommt Adler-Def runter. Der Multi-Inferno heute drauf. Das hat relativ gut passt. Clanburg kommt raus. Giftzauber habe ich immer noch dabei für Clanburg. Freeze noch gleichzeitig. Man kann es variieren. Entweder nimmt man nur einen zusätzlichen Wut mit oder man nimmt einen Freeze mit. Je nachdem. Müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Ich kann euch die Taktik aber wirklich nur empfehlen. Und da sagt man, wie wenig schon, dass da der Multi-Inferno macht. Also die Drachen holen problemlos das Rathaus noch weg. Und meine Bewertung: Spaßfaktor gebe ich 2 Sterne, Schwierigkeit 1 Stern. Also die Taktik ist wirklich einfach. Und Sterne, das heißt meine persönliche Meinung zu der Taktik 2. Also mir gefällt die Taktik schon relativ gut. Als nächstes haben wir Go Walk. Das wird am meisten eigentlich von Rathaus 9 an hergenommen. Den Erdbeben da, den habe ich, naja, sagen wir da nichts dazu. Ihr dürft es aber jetzt auch nicht zu ernst nehmen. Es ist alles meine persönliche Meinung. Ob man da jetzt der Magier mitnimmt oder Bowler, die meisten variieren es mit Bowler oder nehmen auch statt einen Golem Riesen mit. Ich habe einfach mal Standards gemacht. Also Standards, Go, Walk, Golem, Valkyren. Ja, also Sprungzauber habe ich noch dabei, außen für draußen habe ich ein paar Mauerbrecher dabei gehabt. Freeze auf Clanburg und ein Multi-Inferno, das hat sehr gut passt. Giftzauber, glaube ich, habe ich keinen gehabt. Das war deswegen gut, dass ich es gefreezed habe oder dass er keine Hexe nicht in der Clanburg gehabt hat. Und da habe ich noch irgendwie gehofft, dass 3 werden könnten. Ja, ich sag's euch gleich, ist nichts geworden. Und es ist halt dann wie nichts mehr für die Valkyren tankt. Ist da halt das Problem, dass die dann relativ schnell down gingen. Die Queen ist auf der einen Seite ganz auf sie allein gestellt. Geht jetzt auch gleich down, ich kann es bloß noch zünden. Sind dann trotzdem 2 Sterne geworden, fast, sagen wir mal fast 3. War ganz in Ordnung. Dann noch gleich einen zweiten Fight für euch. Ich habe da meistens immer noch ein bisschen auf Loot geschaut. Wie gesagt, ich fahre mich zurzeit ein bisschen hoch. Ich habe mich mit verschiedenen Taktiken, da habe ich jetzt halt auch ein bisschen ausprobiert. Habe jetzt Riesen dabei gehabt und einen Golem. Gehe meist außen mit einem Sprung rein. Wie gesagt, müsst ihr variieren. Ob ihr jetzt halt 2 Sprung mitnehmt, ob ihr Erdbeben und Sprung nehmt, dafür kein Gift oder nehmt ein Gift, nehmt ein Freeze. Freeze da ich dann schon empfehlen, wenn es Multi-Inferno ist. Und Queen ist außen umgelaufen. Ja. Meine Bewertung zu der Taktik: Spaßfaktor 2. Schwierigkeit, es ist ein bisschen schwieriger. Man muss nur dazu bei so Funneling-Bases muss man schauen, dass die mitten laufen. Aber meine persönliche Meinung: 1 Stern oder dazu in Legend League werden die Taktik jetzt nicht so oft hergenommen und ich mag die persönlich auch nicht so gern. Dann die dritte Taktik, Lavalunien. Da wird die nächsten Tage nochmal ein extra Video kommen. Das ist zurzeit meine absolute Lieblingstaktik seit dem Update. Die Videos sind übrigens noch nach dem Update aufgenommen, nach dem Weihnachtsupdate.
weil ich zurzeit auch mit dem farm mit der Taktik. Also wirklich, die anderen Taktiken, da habe ich mich hochgefarmt und mit der farm ich jetzt seit einer Woche. Warden müsst zünden, dass die Loons und Lakai müsst echt gut schauen, dass du da trifft. Es ist nicht so einfach, aber es ist trotzdem einfacher als Go Walk oder ja, ich finde es sogar einfacher nur als Drachen. Bei Drachen, ja. Und es macht dann mehr Spaß, finde ich. Und die Loons, die werfen jetzt eine Bomben schneller. Und das sagt man, ich hätte nie im Leben geglaubt, dass ich dort 3 Sterne hole. Es wird sogar mit Bowler oder ja, Miner. Das ist viel schwieriger. Es ist wirklich einfache Taktik. Und ja, kein Problem. Ich habe nicht einmal meine 2 Helden, hätte ich nicht einmal gebraucht. Da haben wir auch nochmal, das ist jetzt natürlich von der Luftabwehr nicht so hau, muss man auch dazu sagen. Ich habe auch stärker Angriff, 2 Sterne holt man meistens schon. Und da schaut es jetzt gleich gerade noch an Warden gezündet. Da müsst ihr wirklich gut aufpassen. Müsst natürlich auf Luft stehen, das darfst du nicht vergessen, das sage ich bloß mal dazu. Ich habe immer 3 Wut und 2 Freeze dabei, glaube ich. Und noch einen Eilzauber und in der Clanburg einen Lavahund und einen Gift. Meine persönliche Meinung, Spaßfaktor 3 Sterne, macht echt total viel Spaß, müsst ihr unbedingt ausprobieren. Schwierigkeit 1, so gut wie gar nicht. Und meine persönliche Meinung auch 3 Sterne, also wirklich meine Favoritentaktik. Dann haben wir noch 4. Miner. Das ist eine Aufnahme aus einem Elternvideo, das habe ich auch schon mal hochgeladen, es war Miner Fights hat das geheißen. Ja, ich mag die Taktik, ich habe es am Anfang, habe ich es doch interessant gefunden, als das Update gekommen ist mit Miner und so, habe ich ein bisschen umeinander probiert und habe gesehen, die sind recht stark. Probieren wir es einmal aus, aber es macht halt einfach keinen Spaß nicht. Es ist ein bisschen schwieriger, dass man da Funneling betreibt, dass die nicht abhauen. Das jetzt Base, da ist eigentlich schon ein bisschen schwieriger. Hab dann immer noch einen Giftzauber dabei für Clanburg. Aber ja, wie gesagt, ich mag es eigentlich so Taktiken wie jetzt auch bei den Drachen, wo man dann einfach die ganzen Truppen stumpf reinklatscht und dann nichts mehr machen muss. Es macht mir einfach keinen Spaß nicht. Die Miner sind jetzt verlangsamt worden seit dem vorletzten Update. Also da waren sie noch schneller, da waren sie noch stärker. Da war ja gleich Road to Legend. Also das Prinzip von den Miner gefällt mir so eigentlich relativ gut. Es nehmen noch viel Miner her, aber eher so als Kombination mit Bowler und sowas. Also wie gesagt, ihr dürft die Taktiken, die wo ich da jetzt halt hergenommen habe, nicht zu ernst nehmen. Dass ihr jetzt sagt, ja, die Taktik so nehmen eigentlich die wenigsten her. Ich weiß, aber ich kann jetzt da nicht irgend so ein Stamm, wie soll ich sagen, ich kann jetzt nicht sagen, genau die Taktik wird jetzt richtig oft hergenommen. Es ist halt auch sehr viel Variation, müsst einfach mal bloß auf die besten Spieler der Welt oder Deutschland oder wo es schauen möchtet. Und ja, das ist, ihr seht so, da ist viel Abwechslung. Manche nehmen natürlich Gola Valunien her, manche nehmen Bowler mit Miner, Bowler mit Valkyren und was weiß ich her. Aber die Taktik gehört eher so lala. Man kann es hernehmen, aber sie ist halt auch kompliziert. Man muss an der Seite ein Funneling betreiben mit den Helden, mit dem Golem. Und ist halt, gehört zu den komplizierten Taktiken. Wir sind jetzt meiner gerade in der Mitte, hab da ein paar Heilzauber noch, einen habe ich noch übrig. Wir sind jetzt gleich kommen. Ja, hat's gut erwischt. Nimmt dann einmal noch Heiler mit, also so die kommen jetzt vom Queen Walk. Also habe ich vor der einen Seite ein bisschen was weg, dass natürlich die Bowler auch in Mitten genommen. Adler Death geht down, das war jetzt nur wichtig, die Bowler an der Seite leben nur recht gut. Also meine Bewertung Spaßfaktor 1, ist es meine persönliche Meinung, ich mag es nicht, wie man einfach Truppen reinklatscht und dann nichts mehr machen muss. Schwierigkeit 2 gehört zu den schwierigeren Taktiken, ja, so weil man Funneling betreiben muss, mit dem Queen Walk und so. Und Sterne, 1 Stern, wie gesagt, man kann es machen, aber braucht man jetzt nicht unbedingt. Dann Bowler Heiler Taktik, da variieren auch viel. Wie gesagt, Bowler Valkyren, Bowler Miner und so weiter. Ob man jetzt halt 4 Heiler mitnimmt, 6 Heiler. Manche machen es ja das mit Bowler von der einen Seite 3 Heiler drauf, Bowler von der anderen Seite 3 Heiler drauf und betreiben da Funneling. Mach ich nicht. Ich klatsche einfach alles hier rein. Mir ist so am liebsten, ist es eine richtig einfache Taktik. Es ist natürlich auch wieder schwer, dass man in Mitten kommt bei manchen Basen.
Bei der war es jetzt nicht so schwer. Ich nehme dann einmal 3 Erdbeben mit, ein Erdbeben nur in der Kleinburg, 2 Giftzauber. Also ich nehme 2 Gift mit, weil mir ist es wichtig, wenn jetzt zum Beispiel eine Hexe oder so in der Kleinburg ist. Bowler, die dann recht schnell fertig werden mit der Hexe und so, aber mir ist trotzdem immer sicherer. Ich sage jetzt einmal, wenn jetzt die Queen auf andere Seiten läuft und da kommt jetzt ein Drache raus, dann habe ich gerne nochmal was dabei, um mich abzusichern. Machen wir es mal ein bisschen schneller, da leben noch ein Haufen Bowler, Heiler leben auch noch. Da passiert nicht mehr recht viel, einfach Zeit runterlaufen lassen. Queen kann noch gezündet werden. Also die Taktik kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr mich fragt, welche sollt ihr persönlich hernehmen, nehmt so Bowler-Taktik her oder nehmt Gola Valunien her. Gola Valunien ist ja gut zum Farmen. Finde ich, ist jetzt nicht zu teuer. Nur zu als Rathaus Ava, man braucht. Da war ich sogar in Legend. Passt. Man braucht bloß Elixier dafür, für die Loonsheit und für die Lava-Hunde. Einen lassen wir sie spenden. 2 haben wir in der Kleinburg. Oh, da habe ich einen Warden aus Versehen auf Luft steht. Und ja, man braucht ja als Rathaus einfach nicht so viel Elixier, sondern eher mehr Gold und Dunkles, damit man jetzt auch noch die Helden auf Level 45 kriegt. Was jetzt dann bei den Angriffen nicht mehr wert. Habe jetzt Urlaub und werde ein bisschen farmen. Ja, Warden, das weiß ich noch, da ist der Warden jetzt gleich down gegangen. Mache ein bisschen langsamer. Jetzt passt auf. Und da kommt jetzt gleich suchende Luftmine. Und da kommt's. Da geht er down. Meine persönliche Meinung, Spaßfaktor 2 Sterne. Gehört nur zu meinen beliebten Taktiken. Schwierigkeit 1 ist wirklich sehr, sehr einfach. Außer wenn man jetzt schwierige Basen hat, aber dann ist es immer komplizierter. Und Sterne 3. Also die Taktik nehme ich immer noch gern her. Nehme es ja immer noch oft her. Derzeit bin ich heute jetzt bei Lava Lunien. Das habe ich jetzt schon 1-2 Mal gesagt. Aber ist ja egal. Das war's auf jeden Fall mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ich sage bis zum nächsten Mal. Da geht's zu meinen letzten beiden Videos. Sind relativ gut geworden. Da mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut's rein. Servus.